Ja, Krähe seid benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich mache mich unbeliebt. Die große, es war jetzt erst wieder, ne? Silvester, Neujahr ist gerade rum. Jeder redet wieder über das Thema. Böllern ja, Böllern nein. Und da haben wir gedacht, dann gebe ich euch einmal meine 5 Cent zu diesem Thema Edzardler mit dazu. Richtig. Und dementsprechend, einen lustigen Hintergrund gemacht hier mit Feuerwerk und so, damit es schön ausschaut. Ähm, einige von euch werde ich sicher verschrecken, weil bei der Anzahl von Abonnenten, die ich habe, sind wahrscheinlich einige Böller-Ultras mit am Stissel. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin inzwischen, das war nicht immer so, das ist großer Skeptiker-Gegner dieser ganzen Nummer. In einem gewissen Rahmen. Ich möchte das Ganze differenziert betrachten und ich hoffe, ihr hört mir dabei zu, auch wenn ihr pro Feuerwerk Ultras seid. Ihr habt euch China D-Böller auf den Pensi tätowieren lassen und lebt praktisch, das ganze Jahr wird nur gespart dafür, dass an Silvester richtig die ne, saulos ist. Bitte hört es euch trotzdem an. Vielleicht können wir ja irgendwo einen vernünftigen Diskurs dann haben, vielleicht auch in den Kommentaren unten. Würde mich sehr freuen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit meine Kanalhygiene ein bisschen sträflich vernachlässigt. Ich habe jetzt ein paar Kommentarsektionen abgearbeitet. Ich habe noch das lange Video, das natürlich dementsprechend viele Kommentare auch hatte. Das sind, glaube ich, 140 Kommentare oder sowas. Da muss ich mir mal Zeit nehmen dafür. Aber zu diesem Thema. Ich persönlich, ich habe dieses Jahr Silvester zu Hause verbracht, gesundheitsbedingt. Ne? Das mitgekriegt, ich leide seit fast 30 Jahren unter Migräne und dementsprechend habe ich Timing bewiesen. Ne? Und das jetzt am 31. auch gehabt. Große Party, viel flach bei mir. Aber wir reden jetzt übers Böllern. Und ich bin freilich auch aufgewachsen mit diesem Feuerwerk. Ne? Ab Ende Dezember, man geht in den Supermarkt, die Dinger liegen aus. Oh, Kinder kriegen große Augen. Man ist mit den Eltern dann draußen. Ja, hier wird die Sektflasche in den Schneehaufen gesteckt. Rakete rein. Bumm, macht's Farben. Schön, 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 schön. Alles ganz wunderbar. Nostalgische Kindergefühle. Aber vom Allerfeinsten. Bilder ploppen auf im Kopf aus besseren Zeiten, besseren Tagen, sorgloseren Jahren. Sehe ich, ne? Und dass sich dann da auch wirklich so eine Passion und so eine Liebe zu dem Thema entwickelt, sehe ich auch. Es gibt aber mehrere Kategorien, über die wir reden müssen. Wir müssen halt immer unterteilen, um welche Art Feuerwerk handelt es sich hier. Ich glaube, niemand wird mir widersprechen, dass ein richtiges, echtes, professionelles Feuerwerk von jemandem, der das gelernt hat, ne, um Welten, ne, besser ist als ein Feuerwerk, das ich mir im Lidl, im Norma oder im Aldi oder Edeka oder sonst wo gekauft habe. Da braucht man nicht reden. Auch wenn, auch sagen hier so gerade mit diesen fetten Batterien heutzutage wirklich schon viel möglich ist in diesem Bereich und es da auch wirklich schöne Effekte gibt, die auch ich mir sehr gerne anschaue. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ne? Aber es gibt diverse Kategorien, über die ich heute sprechen will, und zwar, wo du Unterscheidungen machen musst. Und das eine ist meiner Meinung nach Stadt gegen Dorf. Ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Die Silvester-Feuerwerk-Böller-Kultur auf dem Land gegenübergestellt zu der in der Stadt. Ne? Die Anonymität der Stadt und die Tatsache, dass halt da wirklich sehr viele Menschen aus sehr vielen sozialen Hintergründen auf sehr engem Raum leben,
führt dazu, dass natürlich das Eskalationspotenzial in Städten meiner Meinung nach deutlich größer ist als auf dem Dorf. Ne? Wenn du auf dem Dorf dein Edeka-Feuerwerk da abbrennst, man hat schon auch dann immer im Hintergrund hier, ich kenne all diese Nachbarn, ich bin hier aufgewachsen, so, das ist hier ein bisschen so ein soziales Gefüge und keiner will da irgendwie Assi sein. In der Großstadt, glaube ich, ist es vielen Leuten scheißegal, ob die Leute denken, dass sie Assi sind. So ein bisschen, da ist ein bisschen die soziale Selbstkontrolle der Gesellschaft ein bisschen mehr gegeben auf dem Dorf. Deswegen passiert auf dem Dorf natürlich auch deutlich weniger. Ähm, Das hilft uns natürlich in der Diskussion, sollte Böllern verboten werden oder nicht, oder Feuerwerk verboten werden oder nicht, privates, hilft uns relativ wenig, weil wir wissen ja immer, wir müssen die Last einer Kette immer an ihrem schwächsten Gliede messen und das ist leider Gottes wirklich inzwischen Zeit, haben die Leute, egal in welchen Bereich es geht, ob es jetzt ums Böllern geht oder um was auch immer, haben die Leute Niveau-Limbo gespielt die letzten Jahrzehnte, aber vom Allerfeinsten. Dass die Leute wirklich nichts mehr geschissen kriegen. Immer mehr Verbote, immer mehr Schilder, die irgendwo stehen. Und warum stehen die da? Nicht wegen den 99,9% der Leuten, die sich da anständig verhalten, sondern wegen den paar Bastarden, die es für alle verkacken, weil sie zu dämlich und zu scheiße sind, ihren Shit together zu kriegen. Ne, warum stellen die Leute überall Schilder auf, wo es heißt, diese Grünfläche ist kein Hundeklo? Die wissen ganz genau alle, dass das kein Hundeklo ist. Ist ihnen scheißegal. Ne? Warum brauchen wir all diese behinderten Warnzeichen? Ich habe mir mal Chili Cheese Fries beim Burger King geholt und auf der Schachtel stand drauf, dass ich die Schachtel aufmachen muss, bevor ich es esse. Also, die haben Warnhinweise drauf, damit die Schachtel nicht mitfrisst. Wir sind auf dem Niveau angekommen der Rückentwicklung, der Evolution geistig betrachtet. Ne? Und ist natürlich dementsprechend schwierig. Ne? Aber bei dieser Feuerwerknummer, das Problematische sind ja nicht, wenn ihr sagt, hier eure Kindheitserinnerungen etc. Ja? Das sind ja nicht kleine Familien, die dann um Mitternacht für die Kinder, das ist oft das erste Mal, dass sie so lange wach blieben, um Mitternacht da rausgehen und dann wird hier unter diversen Vorsichtsmaßnahmen, man hilft dem Kind vielleicht, steckt die Rakete in die Flasche, die in dem Schneehaufen steckt. Und das Kind hat dann mit so einem langen Feuerzeug, du hältst das Kind in der Hand, das Kind darf das anmachen, dann nimmst du das Kind gleich weg. Man bringt ihnen das bei, wenn irgendwie Blindgänger ist, nicht mehr in die Nähe gehen, so dass mit einem langen Stock irgendwie einen Gully reinschieben oder sonst irgendwo, wo es halt, oder Schnee drauf werfen, keine Ahnung, irgendwas. Die Dinge, die jetzt zum Beispiel mein Vater mir beigebracht hat, ne? Wenn das Ding nicht explodiert, ne, oder nicht hochgeht oder was auch immer, dann ne, nicht einfach hingehen, wieder in die Hand nehmen, sondern versuchen zu entscheiden. Und das ist nicht das Problem. Ich glaube, niemand verbietet diesen Menschen, da ihr kleines Feuerwerk zu zünden. Gerade wenn es halt um größtenteils visuelles Feuerwerk geht und nicht um diese Proletenscheiße, die einfach nur da ist, möglichst laut zu sein, um möglichst vielen Leuten möglichst hart auf den Sack zu gehen. Ne? Alles, was hier lautet, Böller, Heuler, alles, was nur darum geht, dass es wirklich, wirklich einfach nur so laut wie möglich ist auf dem Niveau von diesen aufgebohrten Auspuffendtöpfen und diesem mein Auto muss über 100 Dezibel schießen, Proletentum, das ich nicht begreife, weil das widerspricht allem in mir, was äh, mit dem Wort Rücksichtnahme in einer sozialen Gesellschaft beschrieben wird. Ne? Ich weil es geht da wirklich ja nur darum, andere Leute maximal abzufacken. Ne? Das soll so laut sein, damit andere Leute merken, oh, schau mal, das ist laut. Damit dann einer dastehen kann und sagen, ja, hallo, ich bin laut. Und checke ich nicht.
Wie gesagt, diese Batterien oder wenn wir ein paar Raketen hochschießen, das sieht dann schön aus, wenn das in einem sicheren Umfeld von Leuten bedient wird, die vielleicht nicht maximal besoffen sind, sondern im Rahmen. ähm, Da vernünftig umgehen, vielleicht auch noch ne, der nachfolgenden Generation den vernünftigen Umgang damit beibringen, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Problem, bei dem bleibt es halt nicht. Ne, bei dem bleibt es halt nicht, sondern es gibt halt in jeder größeren Stadt und auch schon in kleineren Städten dann gewisse Orte, an denen sich das so konzentriert und wo wirklich jeder Hinz und Kunz hingeht und natürlich das ganze Abschaumvolk dann auch hingeht. Leute, die der Meinung sind, es ist total lustig, mit Römerlichtern auf andere Leute zu schießen oder mit Böllern auf andere Leute zu werfen. Ich hatte das selber schon, dass ich in der Stadt unterwegs war und dann irgendwelche Leute einfach Böller genommen und die haben die einfach in die Menge geworfen. Einfach im hohen Bogen. Böller angezündet und dann stand eine große Menge von Menschen, die haben die einfach reingeworfen. Und die sind stellenweise auf Kopfhöhe explodiert. Und das ist, das ist halt dann nicht mehr lustig. Ja? Das hat dann auch nichts mehr mit Freiheit zu tun oder mit Tradition, ne? Sondern das ist halt asozial. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Die nächste Kategorie war standen vorher Stadt gegen Land. Jetzt haben wir halt dumm gegen schlau. Das Problem ist halt, dass wir haben zu viele dumme Menschen. Zu viele dumme Menschen, die erst irgendwas machen und dann drüber nachdenken. Oder gar nicht drüber nachdenken. Wir hatten es letztes Jahr, dass irgend so ein Dulli in der Stadt eine Silvesterrakete bei dem Fenster reingeschossen hat. Wo durch reines Glück das Kind, dessen Kinderzimmer das war, da gerade nicht drin war. Weil es ansonsten höchstwahrscheinlich mindestens schwer verletzt gewesen wäre. Wahrscheinlich mit nachhaltigen Schäden, irreparablen Schäden fürs Leben. Oder Tod. Und leider Gottes, ich habe hier bei mir in der Gegend Stellen, da ist über die letzten Jahre immer weiter die Geschwindigkeitsbegrenzung runtergesetzt worden. Und die ist ja immer weiter runtergesetzt worden, weil es da Leute gibt, die da halt einfach mit 120 auf der Landstraße hinzimmern. Und dann hat man sie von 100 auf 80 runtergesetzt, von 80 auf 70, jetzt ist da 60. Und die Leute, die vorher mit 120 da vorbeigeschossen sind, fahren da immer noch mit 120 und es passieren dieselben Unfälle wie vorher. Weil die Leute keinen Fick geben. Ne? Problem ist, das 120 fahren an dieser Stelle lässt sich schwer kontrollieren, es sei denn, wir machen keine Autos mehr, die schneller als 100 fahren. Der Verkauf von Sprengstoff an Privatpersonen, der lässt sich besser regulieren. Ne? Der lässt sich deutlich besser regulieren. Und wir haben jetzt wirklich ich mache Pro- und Kontraliste. Pro von privaten Feuerwerk, das sieht schön aus. Ne, wenn wir nur Böller wegrechnen, wie gesagt, für Böller gibt es überhaupt keine Begründung. Aber so diese Batterien, die dann viele Farben machen, Raketen etc., es sieht schön aus. Ich stelle mich auch an Silvester draußen hin, wenn es Mitternacht ist, stelle mich dann oben irgendwie ans Fenster und guck raus und schau die schönen Farben an und schau, ja, hier und dort und bla bla bla. Aber das Problem ist, dass das einzige Vorteil, das einzige Ding, was auf der Pro-Seite steht und auf der Kontra-Seite stehen halt so viele andere Dinge. Ne? Dann gehen wir los, die Verletzungen, die dadurch jedes Jahr wieder entstehen, die dadurch auch hergeführt sind, dass die Leute halt oft granatenvoll sind, ne? Rabensatt da irgendwie ihre Böller zünden und sich dann wieder irgendwelche Finger wegsprengen oder wie gesagt vollkommen hemmungslos Böller in Mengen werfen, da Leute verletzen. Und die dadurch entstehenden Kosten auch, ne? Du hast bei den Verletzungen, was jedes Jahr an ja, Kosten kommen für Einsatzkräfte, für Krankenhaus, für Schaden an Autos durch irgendwelche Raketen, die runterfallen, durch irgendwelche Böller, durch irgendwelche Brände, die ausgelöst werden, die wieder gelöscht werden müssen. Der Schaden, der dadurch entsteht, das geht in die zig Milliarden. Und das einfach nur dafür, dass irgendjemand sagt, boah, ich will aber das laut ist jetzt. Weiß ich nicht, Digga.
weiß ich nicht, ob das vielleicht Winkler-esk ist, weiter darauf zu bestehen, das jetzt durchziehen zu müssen, obwohl wirklich einfach es fast ausschließlich negative Konsequenzen für alle Beteiligten hat. Bis auf den einen Dulli, der da stehen kann und sagen, das war jetzt laut, haha, ja, ich habe laut gemacht. Und, was hatte ich hier noch? Ja, klar, ich bin ein sehr tierlieber Mensch, wir haben Katzen, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Wohne ich auf dem Land, also ist nicht so schlimm. Ich habe gut isolierte Fenster und so. Dieses Jahr war auch wirklich, ne, ab und zu ist mal jemand hochgeschreckt, aber die haben keine Panik geschoben. Wenn du eine Hauskatze hast, du wohnst irgendwo in der Großstadt und außenrum ist Sodom und Gomorra und Weltuntergang und du kommst dir vor, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Und dir gehen wirklich alle deine Viecher apeshit. Ich will mir den Albtraum nicht vorstellen. Ich will mir den Albtraum nicht vorstellen, dass diese Tiere danach 3 Tage lang vollkommen traumatisiert und am Bett nicht mehr rauskommen, außer zum Fressen. Die dir die Bude voll pissen und voll scheißen, weil sie Todesängste ausstehen und du kannst nichts dagegen machen. Ich will es mir nicht vorstellen. Ja? Ich gehöre zu diesen Dullis, der, wenn ich abends schon im Bett liege und eine von unseren Katzen im Wohnzimmer laut maunzt und ich weiß, dass sie einfach nur laut maunzt, weil sie gerade Aufmerksamkeit haben will, gehe ich trotzdem rüber und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ne? Das ist ein absoluter Albtraum. Ich glaube, für jeden Haustierbesitzer diese Nummern. Dann von Wildtieren brauchen wir gar nicht reden. Was da veranstaltet wird, auch jenseits von Gut und Böse. Und ja, halte ich nichts davon. Wir haben dann oft auch Katastrophen können wirklich richtige Katastrophen ausbrechen. Ich meine, das eine war hier nur Tischfeuerwerk, wo jetzt in der Schweiz irgendwie wieder 40 Leute abgefackelt sind. Das war ja nicht mal, das war ja sogar innen so ein kleines Tischfeuerwerk, was schon so verheerenden Schaden verursachen kann. Ich check es nicht, ne? Und hier jedes Jahr fast explodiert irgendwo auf der Welt so eine Feuerwerksfabrik, ne, weil diese Sachen, die wachsen ja auch, die Böller, die wachsen ja auch nicht am Baum. Ne, das sind riesengroße Fabrikanlagen, wo die Scheiße hergestellt wird. Und da hast du praktisch eine Fläche von, ich weiß nicht wie viel, 1000 Quadratmetern. Wenn irgendwo auf diesem Gelände ein kleiner Funke entsteht, fliegt das ganze Ding mit allen Leuten, die da arbeiten, in die Luft. Und das passiert regelmäßig. Dafür, dass wir dann für 20 Euro im Lidl irgendwie so ein paar Böller kaufen können. Weiß ich nicht, ob es das wert ist. Weiß ich nicht. Ne? Und dann hast du natürlich wirklich auch die absolut beratungsresistentesten Dullis, ne, die das ganze Jahr, ich habe eine Freundin, die im Supermarkt arbeitet, die hat mir das jetzt erst wieder erzählt. Dieselben Dullis, die das ganze Jahr kommen und sich zu Recht über die hohen Lebensmittelpreise beschweren. Oh, Stückel Butter ist schon wieder teuer worden. So, die Grundnahrungsmittel so abartig teuer wurden in den letzten 5 Jahren, die dann in denselben Supermarkt am 30. Dezember reingestolpert kommen und für 2K irgendein Dulli-Feuerwerk kaufen. Wo ich mir dann denke, für die 2000 Euro könntest du, wenn du im Angebot kaufst, dir eine halbe Tonne Butter kaufen. Warum? Ne? Warum? Und wie gesagt, ich bin nicht einer dieser Hardcore-Leute, die sagen, gar kein Feuerwerk. Ich wäre dafür, dass zumindest Großstädte an verschiedenen Punkten in der Stadt professionelle Feuerwerke abfackeln, dass wirklich fast jeder irgendwo sich in der Stadt relativ schnell an einen Ort begeben kann, wo sie ein hübsches Feuerwerk zu sehen bekommen. Dann stößt man an, vielleicht haben die Leute auch Wunderkerzen in der Hand oder so und passt. Ne? Und dann kannst du auch in kleinen Orten, ist ja auch in Ordnung mit so, ne? Ich fände vor allem halt Böller, Heuler,
wie gesagt, alles, was nur laut ist, braucht kein Mensch. Da wäre ich auf jeden Fall für ein Verbot. Und so diese Batterien und Raketen und sowas, dass man eine Dezibelgrenze noch irgendwie so einführt, dass halt, dass man sagt, übertreiben wir nicht. Wie gesagt, ich sehe auch das Problem nicht bei Leuten, die so im kleinen privaten Rahmen das machen. Und klar, bei so Sachen wie es jetzt in Berlin passiert, jedes Jahr, da haben wir halt einfach schon lange die Kontrolle verloren. Da haben wir schon lange die Kontrolle verloren. Das Problem ist natürlich, dass die richtig krassen Ausschreitungen auch da gehen wir wieder in eine ganz andere ähm, Schiene rein, oft halt in Gegenden sind, die schon soziale Brennpunkte sind. Aber es kann nicht mehr angehen. Die Kosten für unsere Gesellschaft, gerade in Großstädten, sind viel zu hoch. Man beschwert sich immer, was man nicht alles, die ganzen Arbeitslosen und den gleichen Dings, und das müssen wir alles mitfinanzieren, hier müssen wir alles mitfinanzieren, das da müssen wir alles mitfinanzieren. Aber darüber, dass wir Milliarden jedes Jahr in diesem in diesem Land ausgeben, dafür, dass ein paar Dullis sich hinstellen können und sagen, ich mache laut. Da beschweren sie sich nicht drüber. Ich check das nicht. Ne? Ich bin auch kein Experte. Ich weiß nicht, wie man es genau regeln sollte. Dann müssen sich wahrscheinlich schlauere Leute als sich zusammensetzen. Das Einzige, was mir vollkommen klar ist und was auch jedem Menschen vollkommen klar sein sollte, der für 5 Cent Hirn im Kopf hat, ist, so wie es aktuell geregelt ist nicht gut. Ne? Es ist nicht gut. Es kostet zu viel. Es gibt zu viele Verletzte. Es gibt zu viele negative Konsequenzen für Mensch und Tier und Hab und Gut von allen Leuten. Die negativen Aspekte überwiegen die positiven Aspekte bei weitem. Und an Betracht der Tatsache, dass ich glaube, dass niemanden gibt, der sagt, ich möchte zu Silvester gar kein Feuerwerk nirgends sehen, würde ich eher sagen, lasst uns doch größtenteils Feuerwerk in professionelle Hände geben und vielleicht bei dem privaten Feuerwerk ein bisschen zurückschrauben und vielleicht auch so Dinge wie Böller halt einfach komplett streichen. Weil die haben keinen Sinn, außer dass sie Mini-Dynamitstangen sind, die an Privatpersonen verkauft werden, mit dem Wissen, dass 90% davon Rabensatz sind, wenn sie die in die Hand nehmen am selben Abend. Weiß ich nicht, Digga. Es wird immer diskutiert, der Bürgerschutz hier, das und das, ne? Seit Ewigkeiten wird jetzt diskutiert in dem scheiß Cannabisverbot, weil das ja so schlecht für die Bevölkerung ist. Aber wir verkaufen den Menschen Dynamitstangen, damit sie sagen, ja hier und jetzt sauf dich zu und dann hurra, die Gams, viel Spaß. Wir sehen uns in 2 Stunden in der Notaufnahme, wenn wir versuchen, dir deine Finger wieder dran zu nähen. Und ganz ehrlich, gerade die Leute, die dann irgendwie ins Ausland gehen, sich irgendwie hier illegalen Polenböller oder sowas besorgen, denen gehört, wenn die Hand weggesprengt ist, danach nochmal eine drakonische Strafe draufgeballert, weil das ist dann unterste Schicht an Abschaum, die ich mir vorstellen kann. In diesem Sinne, Leute. Auf Wiedersehen an die paar Leute, die mit der Meinung nicht klargekommen sind. Ich weiß, dass ich Abos verliere durch die Nummer. Und gutes Neues und hoffentlich kriegen wir das irgendwann geregelt, dass wir das in eine halbwegs vernünftige Bahn leiten können mit diesem Feuerwerk, sodass alle ein schönes Silvester haben. Mit einem schönen, möglichst professionellen, möglichst sicheren Feuerwerk und ohne die ganzen zusätzlichen Belastungen sozial und finanziell und Menschenleben und Medlove.